Habt ihr nicht ein paar Bissen für einen armen Schlucker? Ein Schlückchen Bier, um unsere ausgedörrten Kehlen zu benetzen? Ihr schwimmt im Geld und wir nagen am Hungertuch. Es sollte Hungertuch heißen. Das ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Spart euch den Quatsch, Jungs. Es ist kein Geheimnis, dass wir nur herkommen, um die Aktgemälde hier oben zu begaffen. Recht hast du, Pete. Touché. Wenn es eins gibt, das ich mehr liebe als eine gerechte Gesellschaft, mehr als Warmes im Bauch oder klingende Münze im Geldbeutel, dann sind es Titten. Wenn es eins gibt, das ich mehr liebe als meine Mutter oder meine Frau, mehr als das Blut in meinen Adern oder die Luft in meinen Lungen, dann sind es Titten. Titten, Titten. Sie meinen den Vogel. Das ist ein englisches Spiel, okay? Gut, dass wir das geklärt haben. So. Was steht denn auf der Liste drauf? Ah ja, ich erinnere mich wieder. Pass mal auf, da drüben ist die Frau, die Isabella von Margot Pusteblum, offenbar das hässliche Entlein im Hause Margot Pusteblum. Sagt sie selbst über sich. Muss man dazu sagen, was ist denn das da? Da hängt irgendwie ein Zettel. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas? Gemälde einer glücklichen Edelfrau. Hey, Gemälde von einem Hund, der sein Herrchen beeindrucken will, indem er wie ein Pferd läuft. Nun gut, wir werden jetzt nicht hier Bilder angucken, sondern ich rede mit der Frau. Hallo, Hallöchen. Also, sie sucht einen Gatten, ne? Wo findet man denn so einen Gatten? Ist der vielleicht im Garten? Könnte ja sein. Im Wald. Ich war nah dran, finde ich. Sein Name ist Jasper. Okay, Wiedersehen. Adieu. Gut, jetzt pass auf. Folgendes. Kann ich eigentlich da hinten auch hingehen, irgendwie so? Nicht wirklich, oder? Hätte ja sein können, dass ich irgendwie da... Ja gut. Also, wir gehen jetzt in den Wald. Dann machen wir Bum Bum. Das hält den Tarzan jung. Junge, bin ich alt. Macht ja aber nichts. So, also, pass auf. Das Passwort für den Wald haben wir ja schon. Du willst kein Passwort mehr. Ich gehe davon aus, dass es hier in den Wald geht. Also hier war ja die Kneipe, ja? Da waren wir ja gestern quasi. Also gehen wir mal im Wald uns umgucken, ob wir im Wald einen Jasper finden. Hier ist aber ordentlich was los hier. Ist hier irgendwie Party? Also zuallererst mal dieser Tukan. Das ist eine Art Vogel oder so, glaube ich. Siehst du? Tukan, kommen Sie mal her. Kusch. Weg ist er. So, das ist wichtig. So, jetzt muss man mal hören, was der da macht. Das Kammerensemble. Ein sehr schickes Kammerensemble. Das eine sehr muntere Version von Georg Philipp Telemanns Trisonate Nummer 66 in G-Dur zum Besten gibt. Hey, pass auf, ich habe doch eine Flöte. Meinst du, ob ich da mitflöten könnte? Hey, komm. Ernsthaft jetzt. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich hab's mir deutlich schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Okay, es ist auch wieder gut. Kammerensemble. Ungleiches Paar. Oh, das ist er. Das ist er. Pass auf. Moment. Zwei Burschen, die sich eine hitzige... Lass mal die Burschen debattieren. Und zwar, pass auf, ich guck mir die beiden mal an und dann sage ich euch... Hallo allesamt. Wie geht's, wie steht's? Meine teure Verlobte hat gerade einen Anfall von weiblicher Hysterie. Aber das gibt sich bald wieder. Ihre Nerven waren von all den überschwänglichen Gefühlen angesichts unserer Hochzeit wohl einfach überfordert. Ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht doch nicht der Richtige. Aber die hat gesagt, er soll angezogen sein wie sie selbst. Und zwar mit einem roten Kleidungsstück mit unpassend dunkelrotem Ärmel.
Und das wäre ja das. Aber guck mal, der ist verlobt und verheiratet. Der hat sogar gleich 2 Ringe. Ja, egal. Weshalb sie vorübergehend den Verstand verloren zu haben scheint. Nun harrt sie in der tröstlichen Umarmung dieses Tümpels aus, bis dass ihre geistige Umnachtung sich lichtet. Worauf wir sogleich zum Altar zurückkehren und die Trauzeremonie abschließen werden. Habe ich nicht recht, mein Herzblatt? Meine Augenstern? Ich will dich nicht heiraten. Das wollte ich noch nie. Und ich werde es auch nie wollen. Ich bin nur so weit gegangen, dieses alberne Kleid anzuziehen, weil mein idiotischer Vater es so wollte. Und ich es nicht für möglich hielt, ihm zu widersprechen. Recht so. Jetzt ist mir klar geworden, dass alles möglich ist. Herr Jemine. Ich kann sogar in einem trüben Tümpel schlafen, wenn ich möchte. Ich bevorzuge das Wort Flussbett oder Tümpelbett, okay? Und glaub mir, dass mir das 1000-mal lieber ist, als mit dir zu schlafen. Oha, immer noch hysterisch. Eindeutig. Geben wir ihr noch ein paar Minuten. Ja, nee, jetzt pass auf, wenn er doch unbedingt heiraten will, ich hätte da eine. Ich rede erstmal mit der Braut, glaube ich. So, ich gucke mir das mal an. Ja, ich schätze, es gibt schlechtere Orte für eine Existenzkrise. Sollen wir es ein bisschen zwicken? Wag es ja nicht. Ja, okay, vielleicht. Komm, hier, mit ihrem Gesicht reden. Hey, Schneckchen. Super Idee. Sisch ab, du Ekel. Richtig so. Bedrückte Braut, die in einen trüben Tümpel treibt. Jesus. Ein fröhlicher Bräutigam, der sich im seichten Wasser räkelt. Junge, kann ich dir eine wamschen? Dich nehme ich mit, Freundchen. Ernsthaft jetzt? Ich nehme den einfach mit? Ja komm, bevor er sich's noch überlegt, ich nehme den jetzt einfach mit, ist mir kackegal. So, zack, ich gebe dich jetzt der anderen und gut ist. Also, ernsthaft jetzt, das geht? Ich dachte, da ist jetzt, ich muss jetzt... Hätte ich vielleicht mit ihm reden sollen? Nö, komm, wenn der sich einfach mitnehmen lässt, kein Problem. Wo waren wir denn? Da oben, glaube ich, oder? So. Da hinten hin. Alles klar. Zack. Steht wie eine 1. Mein Liebster, wir sind wie füreinander geschaffen. Und ob. Ich liebe dich mit jeder Faser meines Herzens. Und ich dich ebenso. Dürfte ich ein winziges Gemälde von deinem kecken Popöchen malen lassen? Geht das jetzt schon wieder los? Wenn du möchtest, darfst du von 1000 winzigen Gemälde von meinem kecken Popöchen malen lassen. Wir werden jede freie Fläche in unserem Haus mit winzigen Gemälden von meinem kecken Popöchen bedecken. Wir werden alle, die unseren Weg kreuzen, mit winzigen Gemälden von meinem kecken Popöchen beschenken. Und winzige Gemälde von meinem kecken Popöchen so hoch stapeln, dass sie bis ans Firmament und zu den Sternen reichen. Lass uns zusammen alt werden. Okay. Grundgütiger, so hatte ich das nicht gemeint. Ich auch nicht. Was war denn das jetzt gerade? Muss er denn alles so wörtlich nehmen? Oh, was hast du denn gemeint? Gemeinsam durchs Leben gehen, sowas eben. Jeden wunderschönen Moment voll auskosten und dabei auf natürliche Weise und im üblichen Tempo altern. Ah, ja. Das wäre viel besser gewesen, was? Klingt großartig. Mist. Kann er sich nicht wieder hier, kannst du nicht sagen sowas wie, lass uns die Blüte unserer Jugend voll auskosten? Oder so. Ja, okay. Und nu? Boah. Also jetzt, wo ich... Ja... Soll ich... Ich meine... Du weißt schon. Ach, scheiß drauf. Für die Liebe! Nun. Das ist ganz schön lausig, was? Ja. Das ist furchtbar. Eine Schlange windet sich durch meine Brusthöhle und flüstert... Schund in meinen ranzigen Gehörgang.
Mir knabbert ein gespenstischer Frosch im Schritt. Okay, das ist schon irgendwie... Ja. Ich war noch nie so glücklich. Ich auch nicht. Also, ja, okay. Wir sind noch recht früh im Spiel. Zugegebenermaßen. Aber ich habe durchaus, nach dem Riesling gestern, weißt du, habe ich durchaus gedacht, ach komm, noch was Blöderes kann er sich nicht einfallen lassen. Ich lag falsch. Und ich habe so das Gefühl, ich werde noch ein paar Mal falsch liegen. Lass mal gucken hier. Die haben zusammen alt werden ein bisschen zu wörtlich genommen. Kann man so hauen? Nee. Alles in Ordnung bei euch? Ja, alles bestens, danke. So, jetzt pass auf. Ich habe da, was? Eigentlich einwandfreie Pornografie, die durch übermäßige impressionistische Pinselstriche ruiniert wurde. Okay. So, Moment, das Bild gucke ich mir auch an. Ein Gemälde von Landeiern, die buchstäblich ernten, was sie gesät haben. Ja, was ernten sie denn? Oder was haben sie denn gesät? Keine Ahnung. Komm, wir gucken jetzt noch ein paar. Nee, ich will hier nicht so viele Fotos angucken. Ein Schrein? Kann ich den anschreien? Entschuldigung. Ich wollte... Ach, beten geht, oder? Oha. Oha. Oh, schon wieder. Habt ihr nicht ein paar Bissen für einen armen Schlucker? Ein Schlückchen Bier, um unsere ausgedörrten Kehlen zu benetzen? Ihr schwimmt im Geld und wir nagen am Hungertuch. Es sollte Hungertuch heißen. Das ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Spart euch den Quatsch, Jungs. Es ist kein Geheimnis, dass wir nur herkommen, um die Aktgemälde hier oben zu begaffen. Recht hast du, Pete. Touché. Wenn es eins gibt, das ich mehr liebe als eine gerechte Gesellschaft, mehr als Warmes im Bauch oder klingende Münze im Geldbeutel, dann sind es Titten. Wenn es eins gibt, das ich mehr liebe als meine Mutter oder meine Frau, mehr als das Blut in meinen Adern oder die Luft in meinen Lungen, dann sind es Titten. Titten, Titten. Sie meinen den Vogel. Das ist ein englisches Spiel, okay? Gut, dass wir das geklärt haben. Ich gehe jetzt weiter und tue so, als wäre nichts gewesen. Aber schauet die Lilien. Oh. Ich habe schon 4 gute Taten vollbracht. Und wir sind, also es ist doch früh am Tag. Ich gucke mich jetzt noch mal im Wald um, ja? Moment, wo muss ich da raus? Da. Ich gucke mich jetzt noch mal im Wald um. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich weiß gar nicht, war die zweite Folge oder die erste Folge, müsst ihr noch mal gucken, wo ich zum ersten Mal mit der Frau rede, die einen Gatten sucht, ja? Dann kommt von hinten ein Kind und sagt, Mutter, ich habe ein Bild gemalt, guck mal, mit nur Farbtupfern drauf. Ich habe die Punktografie erfunden, 500 Jahre vor der Zeit. Ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, hahaha, und die Mutter sagt dann halt, oh, hau ab, kann ich nicht leiden. So irgendwie. Und dann fällt mir ein, wieso hatten die ein Kind? Die hat doch gesagt, sie ist eine Jungfrau und alles. Und hinten kommt ein Kind und sagt, hier, Mama, guck mal. So, wo wir gerade bei Mama, guck mal sind, was ist denn da jetzt schon wieder los? Den da kenne ich. Das ist der immer die Schilder hebt. Da ist eine verwirrte junge Dame, die einen Brunnen zweckentfremdet. Was mal, wieso? Komm schon, du weißt genau, dass du da noch nicht hin sollst. Oh, aua! Okay, ist ja schon gut. Mann, ey, dann gucke ich mir halt das hier an. 2 Burschen, die sich eine hitzige Debatte liefern. Mann, was soll denn das? Okay. So, hör auf zu jammern, du Heulsuse. Wir alle haben Wunden zu versorgen. Ich habe keinen Laut von mir gegeben, bis du hier aufgekreuzt bist. Bitte lass mich in Frieden. Was ist denn? Du hast mit deinen Augen gejammert. Ganz schön stoisch und gefasst geguckt und so. Du wolltest mir nur ein schlechtes Gewissen machen. Ich wurde an einen Baum gefesselt und von Pfeilen durchlöchert. Unter den Umständen darf ich doch wohl etwas besorgt aussehen.
Jetzt fängst du wieder damit an. Nur jammern kannst du. Aber du bist hier nicht der Einzige mit Problemen. Mich hat ein Dornenbusch in mein zartes Schenkelchen gepiekst, während ich einen Halbmarathon gegangen bin. Und zwar richtig tief. Wenn du mich fragst, ist das viel schlimmer, als von ein paar mickrigen Pfeilen durchlöchert zu werden. Nee, ist es wirklich nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ihr seid beide Memmen. Richtig so. Da muss man auch mal einen Kopf auf den Schultern haben und den Mut, um das auszusprechen. So. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Kann ich wieder was machen? So. Komm her, dem wamsch ich erstmal eine. Zack. Der hört nicht auf. Kann ich dir auch eine wamschen? Ja, ich glaube, der wurde für heute schon genug malträtiert. So, Moment. Ich gucke mir mal an. Zugegebenermaßen ist er im Vergleich zu dem anderen Burschen recht glimpflich davon gekommen. So, ich mache hier Vergleich. Mir hat noch nie jemand einen behelfsmäßig zusammengebastelten Pfeil in den Bauch gejagt. Behelfsmäßig zusammengebastelt? Naja. Okay. Ja, aber das sieht echt ziemlich schmerzvoll aus, ja. Komm, lass mal mit dem da reden. Stopp! Mit wem habe ich die Ehre? Wir sind hier gerade ein bisschen beschäftigt, Kumpel, ja? Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Kann ich irgendwie helfen oder so? Ja, wir müssen diesen Streit ein für alle Mal beenden. Bitte sag diesem Idioten, dass an einen Baum gefesselt und von Pfeilen durchlöchert zu werden schlimmer ist als ein Piekser von einem Dorn. Bitte sag diesem Idioten, dass es das nicht ist. Ist es doch, ist es nicht. Ja, okay. Okay. An einen Baum gefesselt und von Pfeilen durchlöchert zu werden, ist schlimmer als ein Piekser von einem Dorn. Oder Piekser von einem Dorn ist schlimmer, als an einen Baum und von Pfeilen durchlöchert zu werden. So, ein Baum gefesselt. Leiden ist relativ. Es vergleichen zu wollen ist also ohnehin. Nee, jetzt, also ernsthaft jetzt. Ja, witzig. Wieso hat der eigentlich einen halben Fahrradlenker mit Bremse in der Hand? Ist ja auch egal. An einen Baum gefesselt und vom Pfeil durchlöchert zu werden, ist schlimmer als ein Piekser von einem Dorn. So, da habe ich das jetzt geklärt. Warum hat er eigentlich eine Muschel an? Egal. Das ist es nicht im Entferntesten. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Komm, ich wamsch dem einfach noch eine. Zack. Oh, Moment. Moment. Ich habe gar nicht mit dem Mann geredet. Will's nicht wagen, schlecht für den Magen, mit dem zu reden. Pass auf, kann ich da jetzt einen Pfeil rausziehen? Das sieht aber nicht gut aus. Nichts für ungut, aber ich verliere hier eine Menge Blut. Könntest du die Wunde vielleicht wieder mal schließen? Danke, altes Haus. Also, wo waren wir? Ist es noch? Ist es... Pass auf. Ich muss jetzt, glaube ich, schnell sein. Pass auf. So. Okay. Pass auf. Jetzt nehme ich diesen Korken. Oh Mann, ich wollte gerade sagen, bitte lass es einfach nicht funktionieren. Es hat funktioniert. Ich glaube, ich sollte mich im Krankenhaus bewerben. Ich wäre ein ziemlich guter Blutungsstiller, aber ich brauche nur genug Weinkorken. Ja. Okay, also, jetzt pass auf. Ich nehme jetzt den Pfeil und steck's dem ins Bein. Oder ins Auge. Du steckst ins Auge. Ah! Ja, genau so habe ich auch gerade geguckt. Heiliger Bimbam. Wow, das ist viel schmerzvoller, als ich dachte. Ich brauche einen verdammten Arzt, und zwar sofort. Besten Dank, freundlicher Herr. Der Typ war echt anstrengend. Ja, das sieht aus, als könnte er etwas Zeit für sich gebrauchen.
Weißt du? Moment. 2, 4, wir haben jetzt schon 5 gute Taten, uns fehlen noch 2 gute Taten. Darf ich jetzt vielleicht diese Frau da ansprechen mit dem Kohlkopf? Eine verwirrte junge Dame, die einen Brunnen zweckentfremdet. Moment, da ist ein Tor. Ich guck mich hier erstmal um, bevor ich Leute anlaber, ja? Ein Tor. Oh, nicht das tollste Tor aller Zeiten, aber es gibt schlechtere. Guck mal da oben. Hey, du da! Kusch, kusch! Ich bin der Vogelscheuche. Moment, das gibt's wirklich. Okay. Kann ich das Tor drücken? Die Tür ist verschlossen. Aha. Kann ich mit dem Tor reden? Ich würde ja nur zu gerne die ungemütlich finsteren Winkel hinter dieser baufälligen Hütte erkunden. Aber so eifrig, um mich dafür durch diese rostigen Scharniere zu knappern. Ja, bin ich dann auch wieder nicht. Ja, okay, dann. Aber da kann ich reingehen? Oh, da ist ein Zauberbuch. Ein mysteriöses, schwebendes Buch. Das muss ich mir angucken. Ich habe den Verdacht, dass das Buch wichtig ist. Ich spreche es mal an. Sesam, öffne dich. Nimm's einfach mit. Denk nicht mal dran. Ein Bücherwurmzauberer, ein Blasebalgzauberer, das ist ein Fiedelzauberer. Nee, das ist ein hüpfender Geiger. Zeig mal her. Ja, der war krasser Dingensbummens macht er da gerade. Ein munterer Landstreicher spielt etwas, das entfernt an den Branle de Chevaux von Toynot Abeau erinnert. Ich spreche das übrigens extra deutsch aus, weil ich es kann. Im Gegensatz zu Französisch. Okay? Gut, ich würde mal sagen, der Mann hat Applaus verdient. Bravo, bravo. Das verleitet mich zu ein paar Rückwärts... Ich kann keine Rückwärtssaltos hier machen. Das ist ja doof. So. Okay. Das sind Zauberlehrlinge. Oh, da ist noch ein Vogel. Husch. Husch. So, ja, ist ja gut. Oh, warte mal. Langweilige, nicht schwebende Bücher. Langweilig. Okay, ich gehe ja schon zurück zu der Frau. So, ich meine, wenn der schon sagt, ich soll hier mal die Frau beaugapfeln, ne, dann werde ich das tun. So, ja, Hallöchen, Popöchen. Sie scheint Wasser in den Brunnen zu schütten, statt es wie üblich dort herauszuholen. Tatsächlich. Ja, du bist mir ja eine, hä? Das ist eine nette Idee. Aber ich ziehe es vor, Frauen und Schrägstrich oder Kindern gegenüber nicht ohne einen guten Grund gewalttätig zu werden. Ja, dann red sie halt an. Hallo. Sei gegrüßt, junger Mann. Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Margarine von der Roll, die hiesige Irre. Ich finde das gut, wenn man, also so ein gewisses Standesdünkel brauchst du ja. Du musst halt einfach wissen, wer du bist und wo du hingehörst. Sie ist die hiesige Irre und sie macht ihren Job sehr, sehr gut. Muss man ja auch mal sagen. So, bravo, komm. Sehr gut, toll, gibt Applaus. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade applaudiere. So, wie geht's dir? Mein Rücken schmerzt, meine Beine tun weh und mir brummt der Schädel. Ehrlich gesagt, könnte ich eine Verschnaufpause gebrauchen. Bitte erzähl mir mehr von deinen Wehwehchen. Gerne doch, was möchtest du denn wissen? Warum brummt dir der Schädel? Ich habe regelmäßig Migränen, ohne jeden ersichtlichen Grund. Ah, das ist jetzt nicht sehr lustig, ja, das stimmt. Müssen meine Schmerzen dich denn amüsieren, um existieren zu dürfen? Nee. Okay. Warum tun denn deine Beine weh? Ich habe heute Morgen auf dem Grab meines Buchhalters einen Freudentanz aufgeführt. Dabei habe ich mich so amüsiert, dass ich einfach nicht aufhören konnte. Und warum schmerzt dein Rücken? Jede Nacht lässt mein Mann sich so volllaufen, dass ich ihn nach Hause tragen muss. Und jeden Tag isst er genug, um aus dieser Schererei eine wahre Knochenarbeit zu machen. Okay, danke, aber kann ich dir irgendwie helfen vielleicht? So, ich weiß ja auch nicht. Soll ich deinen Mann nach Hause tragen oder... Ja, ich schaffe es einfach nicht, meine Wanne zu...
Mädel, das ist ein Brunnen. Das ist doch keine Wanne. Ich muss schon 1000 Kübel da reingekippt haben. Und ich kann in den trüben Tiefen immer noch kaum das Glitzern des Wassers erspähen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Brunnen ist. Keine Wanne. Hältst du mich etwa für dumm? Glaubst du, ich kann eine Wanne nicht von einem Brunnen unterscheiden? Glaubst du, ich hätte nicht mehr alle Streusel auf dem Kuchen? Hältst du mich für einen Trottel? Hast du schon gesehen, wie riesig diese Blumenkohle da sind? Jetzt nicht, Heinz. Ich bin hier gerade voll im Groove. Entschuldigung. Glaubst du, ich sei ein geistiger Tiefflieger mit nichts als Stroh zwischen den Ohren? Nichts als Würmern und Geschmeiß und Klumpen von Dreck? Hältst du mich für belämmert? Nein, so war das nicht gemeint. Auch wenn du halt hier die örtliche Irre bist, so habe ich vielleicht angenommen, dass du halt auch die entsprechenden Voraussetzungen dafür bringst. Okay? Ja, dann hilf mir mal, junger Mann. Diese Badewanne, denn das und nichts anderes ist sie, wird sich nicht von selbst füllen. Ja, okay, meinetwegen. So, wie genau soll ich dir helfen, diese Wanne zu füllen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Mehr und mehr Wasser da reinzuschütten, scheint bis jetzt nicht geholfen zu haben. Genauso wenig wie meinen doofen Mann darunter zu schicken, um das Ganze zu untersuchen. Ich fürchte langsam, es wird ein Wunder nötig sein. Oder vielleicht der Einsatz von Magie. Zwinker, zwinker. Ach so Magie im Sinne von Zauberer oder so. Zufällig weiß ich gerade, wo so diese Zauberer, wo die so residieren, weißt du? Okay. Ja. Okay, ich guck mal. Ich guck mal, was ich machen kann, okay? Gut. Riesige Blumenkohle. Heißt das dann eine Köhle? Ein kleiner Haufen großer Blumenkohle. Was will ich denn mit einem riesigen Blumenkohl? Was will ich eigentlich mit dem ganzen Zeugs hier? Soll ich einfach in den rohen Blumenkohl beißen? Ja, warum denn nicht? Ohne ihn vorher aufzuheben? Ah, okay. Mich einfach hinknien und wie ein krankes, ausgehungertes Tier meine Beißer in den riesigen rohen Blumenkohl hauen? Ich verzichte. Ja, okay. Hätte ja sein können. Also, wir gehen jetzt nochmal zu den Zauberern da rein. Ja? Die scheinen ja doch irgendwie wichtig zu sein. Ich gucke mir mal die da an. Die Zauberlehrlinge. Haben die einen Besen? 2 geschäftige Lehrlinge, die an Tränken tüfteln und Zutaten zerreiben. Aber die hauen? Wenn ich sie verärgere, verhexen sie mich vielleicht oder pusten mich mit einem verzauberten Amulett weg oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ja, angelabert wollen werden, tun sie auch nicht sein wollen. Ich will lieber nicht riskieren, mit einem von ihnen die Pointe zu vermasseln. Okay, es gibt eine Pointe. Ich will erstmal hier Bücher gucken, ja? Langweilige Bücher? Langweilig. Ja, ich weiß, dass die langweilig sind. Nein, nimm dir die mal. Ich habe kein Interesse an langweiligen, nicht schwebenden Büchern.